Hallo, hallo! Herzlich willkommen zu Folge 8, Teil 2. Wie sie rausgestellt hat, ja gut, mein Mensch ruckelt, aber damit können wir leben. Ja, deswegen, ja, gehen wir jetzt da rein und scheißen uns an. Ich will das gar nicht sehen. Oh Gott, wir werden gleich wieder abkacken. Oh, nicht einmal. Ah, hier ist aber schön hell. Das ist mein Zimmer. Das Ich ist will dein nur Zimmer. hier hin. Also wenn der abgeranzte Ding dein Zimmer ist, dann hässlichsten du. Wait here alone. Listen to me. Wait here alone in the dark. Death do us part. Listen to me. When I get back. Aha. Ich kenne diese Zahl, aber woher? Das habe ich getan. Das habe ich geschrieben. Hm. Okay. Ah ja, genau, wie wir aus dem Hallus rausgekommen haben, mit dem Dampfschiff und dem weirden Shit vom, vom Behandlungszimmer. Da bin ich dann auch tatsächlich im Behandlungszimmer gestanden und der Professor oder Dr. Gray war dann da und hat auch gemeint, ich habe einen Schuss, so quasi, und ich soll mich doch mal behandeln lassen. Ich sag mal so, ich halte nichts von Lobotomien. Oh, cool, wir haben wieder was miteinander gekriegt. Der Theto steht auf dem Laichgrund für das Groteske. Ein Tempel, der dem reglosen Wachstum geweiht ist. Der hässlichsten und krebsverseuchten Seite der Natur. Man mag seinen Geist eine Weile abschirmen können, aber sei versichert, mit der Zeit wird deine Seele dieser grässlichen Gottheit huldigen. Das ist die Geschichte eines jeden Mannes und einer jeden Frau, die sich um diesen alten Hain versammelt haben. Das ist die Geschichte eines jeden Mannes und einer jeden Frau, die sich um diesen alten Hain versammelt haben. Sie alle quaken, bellen und meckern, weil ihre eigenen Körper von Angst erfasst werden und versuchen, das Böse auszuspeien, das diese Worte heraufbeschwören. Ie. Statt den blasphemischen Namen auszusprechen, tratschen sie im Flüsterton über die Namen von der Theto, Astarte und der schwarzen Ziege der Wälder. Ja. Also der Seto ist das, was wir haben, wo wir haben. Astarte ist so eine Fruchtbarkeitsgöttin, die aber wahrscheinlich mit irgendwelchen Kultisten jetzt unter dem Hut steht und nimmer so nett und tollig ist, sondern einfach irgendwelche Viecher beschwert. Und die schwarze Ziege haben wir da in den Wäldern auch schon gesehen, ziemlich am Anfang, meine ich. Ja, also, weiß ich nicht. Alles gar nicht mal so niceig. Ich kenne diesen Ausblick. Nee, dann kennst du da einen Ausblick. Ich sehe überhaupt nix. Ich kenne die Kombination nicht. Moment, vielleicht kenne ich sie doch. Du sagst jetzt mal dasselbe. Alter, ich. Boah. Okay, Moment, vielleicht kenne ich sie doch. Untersuche die, um die Nummern für die Safe zu finden. Okay, wir probieren da jetzt einfach alle Zahlen aus, die wir haben. Das ist gleich Zahl. Sehr gut. Das nehmen wir. 1918. Okay. Also ZX. Oh. Oh Mann. Na. E. Okay. X. 1. 9. 9. Was war's? 8 oder 2? Gut, dass wir das alles merken können. Das ist ja, oh Mann, das ist ja wieder typisch. 1918, ich bin also doof, Alter. 1918, also nochmal.
1, 9, 1, 8. Nicht? Okay. Nee, warte. Jetzt sehe ich es gerade. Das ist ja wie. Ach Gott. Was? Doch 1? Aber es ist keine 9. Mein Gott, ich bin doch doof, oder? Hey, sorry, ich bin doof. Also, ja, da muss ich jetzt so. Eieiei, okay. Nochmal von Anfang. Also. Falsche Richtung. Hallo, ich bin Nadine und ich scheitere an einem einfachen Safe-Rädchen. Scheiße. Gut, nächster Versuch. 1. 12, 11, 10, 9. 1, 8. Okay, wir hätten es so geil auf Anhieb geschafft, aber ich bin zu blöd, ein Rädchen zu drehen. Sehr schön. Okay. Das ist cool. Das braucht man nebenan, Schatze mal. Oh. Schätzchen, ich habe endlich das Foto aus meiner Zeit in Frankreich während des Krieges gefunden. Ich glaube nicht, dass das dein Verlobter ist, aber es ließ mich an ihn denken. Was für ein unglaublicher Mann er doch gewesen sein muss. Auf deine Art hast du wirklich Glück gehabt. Er hätte ja auch niemand gewesen sein können, der beim Sturz in den Mississippi gestorben ist. Stattdessen hat er sich freiwillig gemeldet, um auf der anderen Seite der Welt für verzweifelte Menschen einzustehen. Er ist ehrenvoll gestorben, so wie Achilles in Troja. Ich beneide dich und ihn vielleicht auch. Das ist alles so romantisch. Das wollte ich nur sagen. Scheue dich nicht, meine Kamera zu benutzen, wenn du das willst. Vielleicht heitert dich das ja auf. Vielleicht bringt ihn das dir näher, auch wenn es nur eine Erinnerung ist. Ruth. Also das ist dieses flirtige Flapper Girl gewesen und ja, schön. Ist aber echt wahnsinnig nett von ihr, dass ich ja Glück hatte, wenn mein Verlobter irgendwo abgekracht ist. Was ist denn falsch mit ihr? Aber gut, wir probieren jetzt mal die Kamera aus. Aber anscheinend sind wir schon länger da, ja, weil wenn mich die kennt und so, dann habe ich mir das vielleicht einbildet, dass ich erst Kämmer bin oder whatever. Es ist gar nicht so ungruselig. Ich glaube, ich habe einfach einen totalen Aussetzer. Ja, das war so klar. Der Krieg in Europa tobt weiter und Amerika tut seinen Teil im Kampf gegen den Vormarsch der Deutschen. Gestern sind Schiffe aus Boston und New Orleans in Frankreich angekommen, um unsere tapferen Truppen dort zu verstärken. Diese Männer werden gemeinsam mit unseren Verbündeten eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Unschuldigen zu verteidigen und die Kriegsmaschinerie der Deutschen zu vernichten. In den Schützengräben müssen sie sich auf ihren Einfallsreichtum verlassen, um sich gegen die anstürmenden Horden zu verteidigen. Währenddessen arbeiten sie daran, die Front nach Osten zu verschlagen. Aber nicht nur Kugeln und Sprengsätze sind in der Ja, Fralle, das hätte man jetzt alles so, oder was? Ich möchte heute nur irgendwann fertig werden. Jetzt haben wir genug gelesen und gemacht. John. Naja, gut, aber. Ja, da wird jetzt dann gleich wieder irgend so ein Arschloch rumgereien. Das ist ruhig doch bis dahin. Aber mir wird es gleich hart reißen. Es wird überhaupt nicht schön werden. Ja, genau. Oh Gott. Da. Ja, nix Gescheites. Was soll das gewesen sein? Ah, ich schleich mir jetzt. Ihr kennt's mir alle mal, ehrlich. Mal schneller durchrennen, das ist nicht so schlimm, hab ich gehört. Ah, da hockt einer. Oh Gott. Oh, das gerade über mir. Aber nein. Ich will das nicht. Aber wann hört das Spiel eigentlich endlich auf? Einfach durchrennen, dann wird's nicht so schlimm. Ja, ja. Oh, freilich hofft mir das jetzt gleich oben, wenn ich so in geduckter Haltung bin, oder? Du kannst beim Arsch lecken.
Ja, gemäß zumindest du. Das. Unangenehm, sag ich euch. Unangenehm. Wieso ist eigentlich in der Kiste nie was drin? Überhaupt nicht rewarding hier. Oh, ich will das. Alter, ich will das nicht. Oh, warum bin ich jetzt im Weltkrieg, Alter? Na, geht's weg. Okay, fuck you, ehrlich. Oh, freilich geht's in die Dunkle hier, aber nein, aber sonst nichts so da. Oh, nee, ey. Oh, hier sind's. Oh, Pistolenkugel übernimmt euch fein nicht. Okay, leck. Ja, ich wollte echt das andere Zeug auch noch erkunden. Wir gehen jetzt erst einmal zurück da noch. Ich will zwar, dass er aufhört, aber wir fangen jetzt nicht das Hudeln an. Das hat das Spiel auch nicht verdient. Ja, vielleicht doch. Ist er das? Weißt du das? Nicht? Okay, fuck. Ja gut, das hat's jetzt aber... Ja, kann sich doch noch orientieren. Moonkisten, sicher doch. Medikit. Können wir nicht brauchen. Warum, wozu auch? Alone in the Dark ist nicht so ein schlimmes Horrorspiel. Oh ja, Fralle. Der kann überall so. Ich wollte gerade sagen, ich hätte gerne Sicherheitsgranaten einschmeißen, oder nur eine Idee gehabt. Alter. Oh Gott. Ja, freilich nagelt's da vorne, als ob was übereinander fetzt. Was jetzt herbend ist über Ohrpistolen. Mein Gott, ey, ich schwör's dir. Du die Tommy Gun raus. Da haben wir da gar nicht übereinander. Auch wieder nichts drin. John! Fürchte dich lieber mal um dein eigenes Leben, du Rindviech. Was ist mit dir? Oh. Ich schwör's euch bei Gott. Ich spreng euch weg. Okay, jetzt kann man wieder mit einer normalen Wumme zählen, aber da drin in die Höhlen, da machen wir keine Abstriche, das sag ich. Na. Okay, Autosave. Ja, Bist du bekloppt? Ich glaube, das ist die Waldziege. Wir verpissen wir uns schwungvoll zu schleichen. Ich dachte, ich wäre über dich hinweg. Gib der fette Hund so nicht, oder? Ich glaube, das ist die Waldziege, oder? Sieht zumindest so aus. Ja, passt schon. Pfitti. Renn halt. Ah ja, wir haben's nicht eilig. Das ist. Rennst du vielleicht ein bisschen schneller? Ist das dein Sprinten? Ist das dein Scheiß Ernst? Na, jetzt schleichen wir nur ein bisschen. Ja, fuck. Bitte geh wieder, bitte geh wieder. Oh! Was, da ist mein Lebensgefahr und verfällt mir ein leichtes Joggen. Wird dir sonst zu anstrengend. Sag mal, habt ihr sie nicht mehr alle, ey. Wahnsinn. Zum Arschlecken, ey, Wahnsinn. Ey.
Na. Wir bewegen uns jetzt nur noch schleichend. Ja, jetzt jumpt's da aus dem Gramm und wir werden nur mal gejagt, weil wir ja so schnell sind. So agil wie ein junges Zicklein. Ja, da hätte ich doch schon wieder irgendwas grunzen. Okay. Fuck you. Glaubst du aber schon, dass wir da jetzt durchrushen? Jetzt mag ich nämlich nicht mehr. Jetzt rushen wir. Wow, was bist du denn für ein hässlicher Elends... Fucker. Nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht in der Sackgasse. Na, geh weg. Lass mich. Rushen, Alter. Spring. Der hockt ja tot im Knack, aber ich weiß, das ist dir scheißegal. Ist mir schon bewusst. Aua! Jetzt kommt der da gerade daher. Konsumieren. Geh wie konsumieren. Ja, natürlich renne ich wieder in der Sackgassen, weil ich dumm bin. Oh Gott. Ja, geh. Bah! Das scheiß Spiel, Alter. Ja, Medizinbude ist eine gute Idee. Oh nein, da schaut ja schon wieder. Nee. Will ich irgendwas zum Gewi konsumieren? Mann. Natürlich nicht. Hauptsache jede Tier geht genau gleich zu und erschrickt mich und hasst mich und ist scheiße. Wir rennen da jetzt durch wie ein. Genau. Am Feierabend, sage der. Schleicht die. Ja, freilich kommst jetzt du da um das Eck. Selbstverständlich. Da haben wir jetzt da gar nicht lang. Affenpinscher, du elendiger, geh weg. Oh, der kommt doch gleich wieder. Das kannst du mir verzöllen, ey. Da fällt schon die Hälfte runter. Ah. Na, das kannst du mir nicht verzöllen. Weißt du, Stress? Ist das Stress? Ja, folgen wir die Blutspur, das ist eine gute Idee. Hat noch nie nicht geschaut. Oh Gott. Ich mach das nicht mehr. Ja, genau. Ja, ach. No shit, Sherlock. Alter. Echt jetzt? Ja, fuck. Oh Gott, bin ich jetzt erschrocken. Oh Gott. Ja. Super. Achso, das hat's gekehrt, oder was? Finde deinen Verlobten. Ja, Wahnsinn. Ach. Mal bist du hässlich. Aber es schaut sehr happy aus. Oder? Ein bisschen happy oder schon ausgeschaut. Oh mein. Oh. Oh, mir läuft's am Bugel. Mir läuft's am Bugel, aber ich mag nimmer. Ja, du hässliches. Oh. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt das Song hat, was ich mir denke, glaube ich, da YouTube für immer sperren. Oh. Heute haben die American Expeditionary Forces John? Alter. die tapferen Männer, die in diesen John. Gefilden fielen, starben als Beschützer nicht John. Europas, sondern als Beschützer der Welt. Was ist denn los? Präsident Woodrow Wilson wandte sich an Ich kann das nicht. und bat sie, standhaft zu bleiben. Was ist denn los, Emily? Ich ertrage deinen Tod nicht nochmal. Stolz und voll Liebe von ihnen. Es tut immer noch weh. Was ist denn los, Aber Emily? der Krieg in Europa ist nicht unsere einzige Herausforderung. Dein Tod war einfach so Todeszahlen Beschämend. weltweit steigen aufgrund der ungerecht. spanische Grippe bekannten Infektionen. In New Orleans beschloss der Stadtrat, ein weiteres Notfallkrankenhaus in der alten Derceto Villa einzurichten. Okay. Also ich glaube, wir haben einfach Hallus und
die andere Welt ist gar keine andere Welt. Wir schwirren einfach immer durch das Deserto durch. Ja, wir sind am letzten Abfuck-Köller. Oh, jetzt hab ich mich von meinem eigenen Schatten erschreckt. Ja, genau, Alter. Habt es ihr nimmer? Jetzt bin ich doch hier. Oh Gott. Jetzt bin ich in diesem Arschköller, wo ich vorhin erzählt habe. Ja, da habe ich vorher nicht eine kennen. Die ist Ich wahrscheinlich. brauche den Schlüssel. Ja, genau, Alter. Na. Ja, genau, da liegen nämlich nur Leichen rum und so. Ich sage, das schaut aus wie in irgendeinem. Ja. Komm schon. Oh, ihr kennt's mir alle mal, das wisst's aber hoffentlich. Gott. Jetzt taucht gleich irgend so ein Arsch vor mir auf, wenn das Licht wieder angeht. Weißt doch, wie das läuft. Ich hab nur Horrorfilme gesehen. Oh, wie Fralli. Mhm. Mhm. Boom. Das ist schon besser. Ist bestimmt nicht in dem Fall. Mag den Köln nicht haben. Ja, mehrere technische Zeichnungen, die zeigen, wie Teile von der Setos versiegelt werden sollen. Ja. Ah, okay. Also, ich muss anscheinend Map-Teile finden, die da drüber liegen und dann weiß ich, wo ich bin oder so. Vielleicht, hoffe ich. Schließung des Notquartiers, 17. Juni 1919. Schweren Herzens muss ich erklären, dass das Notquartier der Seto rettungslos schädlich ist. Als Notfallkrankenhaus haben wir in den letzten 2 Jahren hunderte Patienten behandelt, die an der sogenannten spanischen Grippe litten. Unglücklicherweise sind unsere Todesraten unverzeihlich. Obwohl die Influenza oftmals erfolgreich behandelt wurde, starben viele an Pilzinfektionen und plötzlichen Ausbrüchen gewaltsamen Wahnsinns. Um das Notquartier gefahrlos abzuwickeln, werden Bauingenieure zunächst begutachten, welche Teile des Hauses besonders von der seltsamen Fäulnis befallen sind, die von Jean-Baptiste Torbois entdeckt wurde. Die Fäulnis ist vermutlich der Hauptgrund für die Verbreitung der tödlichen Pilzinfektion, zugleich aber auch Ursprung des unheilbaren Wahnsinns. Die am schlimmsten befallenen Räume werden für immer versiegelt werden, um eine gesundheitliche Schutzzone zu bilden. Da die Toten die Verbreitung der Pilzinfektion zu beschleunigen scheinen, werden alle Leichen, die nicht bis morgen kremiert werden können, für immer in den versiegelten Teilen von Derceto eingemauert werden. Das Notquartier war niemals als dauerhafte Einrichtung gedacht und die Influenza-Epidemie scheint im Abklingen zu sein, so dass es nahe liegt, den Standort gänzlich zu schließen. Viele tapfere Freiwillige haben fast 2 Jahre lang für geringen Lohn dabei geholfen, die Bedürftigen zu pflegen, und wir stehen auf immer in ihrer Schuld. Alle überlebenden Patienten werden so bald als möglich in andere medizinische Einrichtungen im Einzugsgebiet von New Orleans verlegt werden. Zum Ende des Sommers sollten wir in der Lage sein, das Seto zu verlassen und uns zu erholen. Dr. Isaac Herbert. Okay, ich habe ein paar Theorien. Ähm, Ich bin vielleicht die einzige mit dem Detective, wo der noch umeinander steuert oder so. Das Schwammerl verdreht mir langsam aber sicher das Hirn. Äh, Vielleicht ist auch der Wurm, der in meinem Onkel im Hirn sitzt, gar kein Wurm, sondern einfach so ein Schwammerl-Myzel. So, ja, wie in Resident Evil eigentlich. Und ja, ich bild mir den ganzen Shit hier einfach nur, ich bild mir die ganze Shitshow hier ein, ich steuere da mit dem Detective aufeinander und ich kenne die Leute halt, weil ich hier schon mal war oder so. Aber ansonsten, Keksdose, klasse. Und das war's dann wahrscheinlich. Also das ist jetzt meine jetzige Theorie.
Ähm, die kann natürlich falsch sein, eh klar. Aber das klang ja zumindest schlüssig. Jetzt hat meine Kamera einen Spacken, auch wunderschön. Ah. Kamera einen Spacken oder ich? Nee, Öff. Und jetzt soll ich das schmecken, was da wo wie war. Also, habt ihr eh noch alle? Also ich drehe die jetzt alle einmal erst richtig rum. Dass ich das check da. Oder E und dann SZ. Weil ich tippe mal, dass das. Oder wer daten das? Also. Mh, das ist auch schon richtig rum. Okay. Da. Das ist auch schon richtig rum. Das ist jetzt das Horror-Color-Abteil, wo wir jetzt gerade haben. Die wollten es anscheinend zumachen. Wir sollen es rausfinden, wie wir es zumachen. Nimmt es halt ein bisschen vorweg, dass wir jetzt die Map haben aufrufen können und wir genau gesehen haben, wo wir waren. Ja. Jetzt müssen wir bloß. Also ich glaube, das Archiv. Das hätte. Also. Ah, das ist auch noch verkehrt da. So, Surgery. So, da die das behaupten. Dann Surgery, glaube ich. History. Ja. Jetzt brauchen wir irgendwas L-förmiges, so. Brauchen wir irgendwas, wo und off ist. Morgue, ja, schei. Laboratory passt auch schon, das haben wir schon. Ah, mach mal Lösung doch nur kreisliger, du. John! Die Kamerasperspektive gefällt mir nicht. Ich hab das Gefühl, dass du gleich einer hinter mir steht. Ich will das nicht. Oh Gott. Vielleicht liegt aber einfach mein Verlobter hinter mir. Aber es ist natürlich auch eine Idee. Oh Gott, ich will das alles nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr. Wie geht die Pumpe? Ich kann's kaum sagen. Merkt man uns einmal 217? Sicher, sicher. 217. John. Ich wusste nicht, dass du hier enden würdest. Ich wollte es nicht wissen. Ich kam nicht mehr zu Besuch, weil ich die Würdelosigkeit deiner Krankheit nicht mehr trug. Ich habe mich für dich geschämt. Und für mich selbst. Vergib mir. Bitte, John. Lass mich gehen.
Das ist unser Best Friend wieder. Wunderbar. Sind wir fertig? Ist es das, was Sie wollten? Freilich zuerst jagt er mich und dann unterhalten wir uns geschmeidig. Ich sag mal, was geht denn mit Ink? Die Wahrheit, Schlüsselgegenstand. Ja. Okay. Brich aus. Ah, da sind wir dabei. Springt mir ja keiner von euch ausschlächern. Oh, ich mag das nicht. Ah. Ja, ich sag's euch, ich hab einfach an der Waffel. Jetzt müssen wir da nochmal. Ah. Schön ich deine eigenen schrecklichen Vergangenheit. Aber bloß, was der Detective da damit zum tun hat dann. Ah, das ist doch alles ekelhaft. Mir gänger jetzt. Mir gänger jetzt. Mir gänger jetzt. Mir gänger jetzt. Ich will das alles nicht. Oh Gott. Mir gänger jetzt. Mir gänger jetzt. Oh, das ist alles gar nicht gut. Mm. Laufen, 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 laufen macht es einfach besser. Oh Gott. Okay, wir haben einfach wahrscheinlich jetzt endgültig an Le Waffel. Wo ist jetzt die Bude von dem? Ja, da müssen wir uns Orbi, glaube ich, oder? Na, alte Archiv. Ja, wir müssen uns Affe. Jetzt sind wir beim großen Salon. Da müssen wir wahrscheinlich ins Treppenhaus und da ist dann. Nee, zur Dienertreppe müssen wir. Wie kommen wir denn zur Dienertreppe? Wir haben dort unten einiges nicht gelootet, aber ich sag's euch ehrlich, mir geht der Arsch auf Grund, also ich mag nicht mehr. Ähm. mm. Ja, wir müssen mal über den Garten, oder? Da gehen wir praktisch da, da, dann da oben, dann da durch. Und dann kommt man da irgendwie da hin, rauf, Bude. Also einmal quer durch die Hütte. Ja, wunderbar. Und das in dem Zustand. Da freuen wir uns aber. Ah, die ganze Bude wird ja noch abgefuckter wie vorher. Ich schau das alles gar nicht an. Kannst du mir gerade was? Na. Hey, wenn sich da einer bewegt, rast die aus. So, jetzt ist bloß die Frage, ja genau, linkser. Ja, der macht gleich Tiere auf, passt. Oh, ist das assig gemacht. Und dieses permanente Flüstern, das fühlt sich oben, wenn der direkt im Knack hockt. Oh, das ist, na. Ja, natürlich, ey. Willst du mich verarschen jetzt? Oh. Was soll denn hier, Alter? Warum ist da jetzt zu? Gehört da auch viel zu, oder was? Oh, ich verstehe es nicht. Was wollt ihr von mir eigentlich? Ich muss jetzt da nicht durch. Okay. Da wird's lauter. Oh, ich will das nicht. Der taucht gleich von mir auf. Oh Gott, boah. Ich kann noch nicht weg. Ich muss Jeremy hier rausholen. Ja, wunderbar. Jeremy hier rausholen. Oh. Ich glaube, dass Jeremy schon lang. Das sind wieder die tollen Statuen. Stimmt, da war ja auch noch was. Oh nö, ey. No, Sir. Jetzt haben wir da Galerie. Ja. Muss ich da vielleicht durchschwanzeln? Muss doch auch nicht. Da krabbelt's wie Sau. Ist das unangenehm? Es tut mir leid, dass ich so weit auf Karten schaue, allerweil, aber ich habe immer
Ah ja, Shahi, war gar nicht so kompliziert. Gut, dass uns das Tier dazu gemacht haben. Ich mag das nicht mehr. Oh Gott. Theorie 2. Wir sind gar nicht narrisch. Und Dr. Grace, abgefuckter Hohepriester. Und da muss jetzt eine. Ha. Oh nö, ey. Da ist die Bude. Do not disturb. Du kannst. Die Disturbi da schon not. Ich glaub, du spinnst da wegen. Miss Hartwood, Ah. schließen Sie doch bitte die Tür ab. Ich würde Dr. Gray lieber nicht in die Arme laufen, wenn es sich vermeiden lässt. Das fühlt sich seltsam an. Sehr seltsam. Was tut er jetzt auf einmal da, ey? Ohne Scheiß. Falsches Buch. Öffnen. Dies ist ein ausgehöhltes Buch. Ansehen. Die Beruf. Wieso macht. Ah. Also Detective, ne? Ich möchte jetzt Tür? da keine Vorwürfe machen, ne? Sieht so aus. Vorsicht. Lassen Da, Sie mich da hinter mir liegt auch noch was. Tu das hinter mir einmal. Was ist das hinter mir? Jetzt wird's gleich zuhauen, wir sind wieder getrennt. Tun wir das da aufheben noch? Achso, das ist bloß ein Spielzeugtalisman. Bestimmt, das ist nur ein Spielzeugtalisman. Was ist ein Pflänzle? Ja, dann gehen wir halt einmal noch rein. Hilft da nicht. So Oh, geht super! das. Gut gemacht, Emily. Kultistenkreis, ja, herrlich. Schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen, Mr. Hartwood. Ich bin wegen Ihres Bruders Philip hier. Sie haben mich erwartet, nicht wahr? Ja, Sie kommen aus DeSoto, richtig? Das stimmt. Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen stellen, um zu sehen, ob ich Ihnen oder Ihrer Familie noch helfen kann. Okay. So wie ich das verstanden habe, haben Sie eine lebhafte Fantasie. Sie denken sich so manches aus. Ich schätze schon. Der hat doch Und dann irgendwas steigern Sie sich eingeschmissen. da rein. Die Realität verschwimmt mit der Fiktion. Manchmal. Wollen Sie mir vom Schattenmann erzählen? Nein. Nein, will ich nicht. Das ist in Ordnung. Vielleicht können Sie mir etwas anderes erzählen. Etwas, von dem Sie wissen, dass es nicht real ist, aber das Ihnen wichtig ist. Juan? John? Wer ist John? Nein. Juan Luis Jorge. Warten Sie kurz. Hier, schauen Sie sich das an. Ist er... Oh, ist er der Autor? Es ist ein wunderbares Buch. Es hat mein Leben verändert. Der echte Juan ist schon lange tot, aber ich stelle mir gern vor, er sei mein Freund. Das ist das Schneckerl, wo wir schon drauf haben. Bester Freund. Verstehe. Machen Sie das oft? Also über Leute fantasieren, über die Sie lesen? Hm. Nein. Naja, es gibt noch Jacob. Wer ist Jacob? Schlagen Sie die letzte Seite auf, Doktor. Oh, ein Zeitungsartikel. Der Gefangene aus dem Eis. Jacob van Ostad. Das ist also Ihr guter Freund? Oh nein, Doktor, ganz und gar nicht. Er ist das Feuer, mit dem man Feuer bekämpft. Ja, ich denke, es ist offensichtlich, dass Ihre reizüberflutete Vorstellungskraft, Ihre Manie, behandelt werden muss, damit Sie ein normales Leben führen können. Ich weiß, dass Ihre Familie es den Hartwood-Fluch nennt. Aber seien Sie versichert, an Ihrem Zustand ist nichts Übernatürliches. Das ist alles nur in Ihrem Kopf. Und das ist genau mein Spezialgebiet. Eine Heilung ist möglich und zeitlich absehbar. Zeitlich absehbar. Ja, es wird eine Zeit geben, in der wir Ihnen alle Dämonen ausgetrieben haben. Alle Schattenmänner. Ja!
Bitte, Mr. Hartwood, beruhigen Sie sich. Was ist passiert? Oh, zerbrechen Sie sich darüber nicht Ihren süßen Kopf, Miss Hartwood. Ihr Onkel und ich hatten gerade unseren ersten Durchbruch. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das Freudenschrei war oder ich kann diesen Schrei gerade nicht interpretieren. Das hat etwas mit den Zahlen für den Talisman zu tun. Der Schlangendolch. Eine Den haben wir schon. Monographie von Jael Klein. In Ludwig Prinz Buch über heidnische Rituale mit dem Titel Geheimnisse des Grabes, übersetzt von Nicolas Vachet, finden sich mehrere Verweise auf einen Opferdolch, der Schlangendolch genannt wird. Lange hielt man dies für eine schlechte Übersetzung des Originaltextes. Dass es angemessener wäre, ihn Wurmdolch zu nennen, in Anlehnung an den lateinischen Vermes cultrum. Das scheint nur sinnig angesichts der jüngst einig festgestellten Erkenntnis, dass der Titel von Prinz Buch De Vermis Mysteris wörtlich als das Geheimnis des Wurms zu übersetzen sei. Dennoch würde dies Vachis große Anstrengung schmälern, die zugrunde liegenden Bedeutungen der Worte zu übersetzen und verschiedene kulturelle Glaubensinhalte zu enthüllen. Obwohl Prin den Begriff Wurm mit Sicherheit als Symbol oder Synekdoche für den Tod und die Toten verwendet hat, was durch den Inhalt des Buches verdeutlicht wird, sollten wir im Falle des Dolches doch die Übersetzung nicht so hastig verwerfen. Nach dem Lesen der Korrespondenz von Vachy mit seinem Patron scheint es, als hätte Vachy mehr als nur den lateinischen Text vorliegen gehabt. Vachy hatte Prinz Verwandte ausfindig gemacht und mehrere historische Texte finden können, auf die Bezug genommen wird, sowie einen tatsächlichen Schlangendolch. Der Dolch wurde auf die frühe mittlere Dynastie des alten Ägyptens datiert und hatte eine so eindeutige Wellenform, dass Vachy sogar überlegte, ihn die sinusoidale Klinge zu nennen. Mit dem Wissen um den gesamten Zusammenhang scheint es nur naheliegend, warum er beschloss, es als Schlange und nicht als Wurm zu übersetzen. Es gibt mehrere Gründe, warum uns diese Wortwahl dabei hilft, die Heiden zu verstehen, die Prinz Buch zu beschreiben versucht. Oh mein Gott. Ich spiele gerade, also ich bin Mitspieler in der Pen and Paper Gruppe und mit denen sind wir gerade im Lovecraft-Universum unterwegs und es geht genau um dieses fucking Buch. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich nicht gespoilert werde, weil ich glaube, mein Spielleiter reißt mir die Rübe runter und er kriegt die Krise. Scheiße, das ist nicht euer Scheiß Ernst. Ich hatte schon den Verdacht, weil sich viele Sachen ähneln. Aber spielt das auch im Lovecraft-Universum? Spielt das auch im fucking Lovecraft-Universum? Alter. Oder ist das Buch, ich meine, das Necronomicon nimmt ja auch mittlerweile jeder her. Für irgendwelche Todesbeschwörer-Plots. Kommt ja auch von da. Aber das hier, das gibt's nicht, Alter. Das gibt es nicht, oder? Ihr habt voll von diesem Buch noch nie was gehört. Und jetzt kommt's ausgerechnet hier auch vor. Alles klar. Oh mein Gott. Die symbolische Bedeutung der Form wird offensichtlich, wenn man sich dem Einsatz der Klinge widmet. Im Abschnitt zu Besessenheit und Exorzismen finden wir: Der Schlangendolch vergiftet den Vergiftenden im Opfer und führt so zu Frieden. Wo der wörtliche Text uns sagen mag, dass der Wurmdolch den Dämon überwindet, der das Opfer plagt, so sagt er uns nichts zu dem Grund dafür. Nur, dass der Dolch aus irgendeinem Grund gegen den Dämon gewinnt, als habe er eine bessere Hand im Poker. Vachys Übersetzung erlaubt es uns, der zugrunde liegenden Logik der rituellen Magie zu folgen, die hier durchgeführt wird. Vergifte den Vergifter erinnert an Feuer mit Feuer bekämpfen. Dass der Priester, um den Dämon im Opfer zu verletzen, ihn mit einer Macht bekämpfen muss, die dem Bösen vertraut ist. Schlangendolch ist daher nicht nur eine gute Beschreibung der Form,
sondern hilft uns auch beim Verständnis dafür, wie er als nützliches Werkzeug für einen Exorzismus gesehen werden konnte. Und schlussendlich hilft es auch unserem Verständnis für ihr Verhältnis zum Wahnsinn, dass er als eine Vergiftung des Geistes verstanden wurde und weniger als etwas, das ihn kontrolliert. Man sollte auch den faszinierenden Fakt festhalten, dass die Besessenen immer als im Kopf und nicht im Herzen vergiftet galten. Der Schlangendolch wurde immer durch das Auge des Besessenen eingeführt. Was zur teilweisen Blindheit führte, sollte er das Glück haben zu überleben. Wunderbar. Nee, das ist echt geil. Ich spiele da einmal in so Pen and Paper Runde mit. Und dann kommt dieses Buch genau da vor und hier auch. Und ihr wollt mich doch alle verarschen einfach. Und das Witzige ist, heute habe ich das Gesamtwerk von H.P. Lovecraft geschenkt gekriegt, noch zu Weihnachten. Also irgendwie werde ich in dieses Universum regelrecht geprügelt. Nun, das Schicksal will es so. Ich werde sehr viel Spaß mit Horror haben. Ja, das war klar. Ich weiß nicht, wo ich Frankreich noch unterbringen soll. Aber ich lach mal echt danach ab langsam. Also, glaubst du es ja nicht. Oh, Dr. Gray hängt so tief mit drin. Ich wusste es. Er ist genauso verrückt wie seine Patienten. Ich meine, sehen Sie sich das an. Sie, die die Erde dieser kranken Welt neu pflügen und von vorne beginnen kann. Die schwarze Ziege der Wälder mit den 1000 Jungen. Absoluter Wahnsinn. Okay. Kann man da noch irgendwie weitergehen oder so? Oh, ich bin noch nicht ums Eck gegangen, gell? Da wäre ja nur ein bisschen was ums Eck. Also, da müssen wir mal eine marifrieren, jawohl. Oha. Ah. Ich kann nicht glauben, dass ich das vorher nicht gesehen habe. Ja, ja nicht. Übrigens, ja, Grüße an die Pen and Paper Gruppe, die es nie sehen wird, aber ja, auch schön, dass unser Spielleiter dieselbe Mucke rausgesucht hat. Das ist wunderherrlich. Passt alles zusammen. Ich bin übrigens der Auffassung, wir werden alle sterben oder irgendwo ins Irrenhaus eingeliefert, aber es wird auf alle Fälle sehr witzig. Ja, Telefon, magst du nicht einmal ohne gehen? Mein Gott. Oh, ich selber mal. Ja. Geh halt ohne jetzt. Hallo? Wer ist da? Jeremy? Jeremy ist beim Schattenmann. Sie können ihn nicht retten. Jeremy ist beim Schattenmann? Wo ist er? Was ist der Schattenmann? Hardwoods. Sie können ihm nicht entkommen. Vielleicht bin ja ich bloß wieder die einzige, die das Telefon gehört hat. Wow! Ja, jetzt untersuchen wir erst einmal das Büttel, wo mir da gerade aufgefallen ist. Ja gut, das interessiert niemand. Gut. Dann... Ah ja, 217 da mal probieren, oder? 2? Und 7? Nicht? Oh Mann. Wäre jetzt cool gewesen. Der wäre bei Funsen, oder? Okay. Schlangendolch. Das ist sonst irgendwas. Babababab. Nee. Erstes Treffen.
komme gerade nicht auf den Fakt mit dem Buch klar, ne? Bin aber übrigens auch schon sehr gespannt, dass ich die ganzen Werke lesen kann, endlich. Ich habe ein paar als Hörbuch gehört, waren saugeil. Vielleicht steht was auf dem Opferdolch, das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Nein. Ne. Highlight. Zückt es nur unnötig in die Länge, ist schon recht. Hast du irgendeine Zahl? Kann die. Ja, genau, das stimmt, das schaut aus wie mein Talisman, aber da ist jetzt auch nichts angemalt, ne, oder? Jetzt auch nichts angemalt. So richtig. Ich habe dieses seltsame Gefühl, dass das hier Jeremys Raum ist. Was? Nein. Das sind Dr. Grays Privaträume. Ja, aber es schaut jetzt. Weiß nicht. Wir haben da nichts gefunden, oder? Hat gleich das Telefon gelitten. Ha. Oh. Will das halt eigentlich nur fertig bringen, ne? Vielleicht 217 war doch die Nummer vor dem. Die Stimme am Telefon war irgendwie vertraut und dennoch so fremd. Wer war das? Ja, ich will eigentlich kein Portal öffnen, so direkt. Soll ich sagen, ja nicht. Ja, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Ich will mehr da machen. Ich google das jetzt, weil, ganz ehrlich. Bin gleich wieder da. Ja, okay, da bin ich wieder. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da drauf kommen soll. Aber die Kombination ist äußerst hochgeistig. Wie immer mal das wunderbar. Ich glaube nicht, dass es nach Inania geht. Das wäre zu schön, wa? Oh, jetzt leicht es da unten auch. Sie haben das Klingeln gehört, oder? Nein, die Leitung ist tot. Ich habe vorhin versucht, die Polizei anzurufen. Ja, So, du. das dachte ich Ha! mir. Mit der hat der echt null reagiert. Oh, jetzt haben wir ein bisschen angebackt. Hey, Mr. Carnby? Was? Nichts, oder? Es ist ein Schrank. Genau, Detective. Wir sehen uns später. Ich muss das beenden. Sie gehen in den Schrank. Ich weiß, wie das aussieht, aber ich kann es weder erklären noch rechtfertigen. Jetzt bin ich ja gespannt. Schön. Tun Sie, was Sie tun müssen, Miss. Adieu, Detective. Und das heißt, da wäre wirklich Seiten auch noch interessieren, ne? Also, wieder heim. Ne, zum Glück hat den ganzen Schnee schon wieder weggehauen oder so einigermaßen. Also ich bräuchte keinen. So. Mal Sicherheits-Tommy Gun außer. Jetzt hängt mein Spiel. Jetzt. Gut. Das ist ein Teil-Block? Nee. Na, aber. Jawohl. Oh, 2 Getränke. Oh nein. Ich ahne Böses. Ich ahne sehr Böses. Ja. Nee. Okay.
Betritt die Hölle. Ah, die Hölle ist zugefroren, das ist ein gutes Zeichen, ja toll, ey. Wollte gerade irgendwas sagen, oder? Eispickelwaffen, oh, ehrlich. Ah, ich werde hier wundertollig ausgestattet. Ich sag's euch, beim ersten Ding, ich fang's Renero. Ich fang einfach das Renero. Leuchtpistole, okay. Leuchtfackeln. Okay. Ich glaube, Sicherheits-Tommy Gun bringt uns nix. Okay, okay, okay. Schicki. Ich wollte nur zu irgendwas meinem Senf dazu Wir haben geben, das ich weiß nicht mehr. antike Stellarium gefunden. Es hing über einer Klippe am Polarmeer. Zuvor waren wir einen Tag lang vom Eskimo-Lager nach Norden gefahren. Jacob von Ostad war das kühnste Mitglied der Expedition. Er war auf der Suche nach dem Ursprung eines besonderen kristallinen Metalls, das in mehreren heiligen Artefakten der Eingeborenen des nordöstlichen Grönlands vorkommt. Diese Stätte war für jeden Entdecker ein besonderer Fund gewesen. Und wir waren alle voller Entzücken, waren wir doch auf der Suche nach Erleuchtung. Was von der Struktur übrig war, schien fast nicht von dieser Welt und wirkte hochentwickelt. Das Metall, nach dem Jacob suchte, gab es hier in Hülle und Fülle. Wir waren so begeistert von unserem Fund, dass uns der Sonnenuntergang überraschte. Als wir schnell unsere Ausrüstung einsammelten, um zum Lager zurückzukehren, erklärte Jacob von Ostad mit einem Mal, dass er bleiben würde. Er war nicht davon abzubringen. Wir flehten ihn an, sich das noch einmal zu überlegen. Es würde mit jeder Stunde kälter werden und wir alle waren um unsere Sicherheit besorgt. Jacob weigerte sich und drohte uns mit Gewalt, sofern wir ihn nicht in Ruhe lassen würden. Als der Schneefall immer schwerer wurde, überließen wir ihn seinem Schicksal. Das Wetter verschlechterte sich am Folgetag noch und wir mussten Stunden damit zubringen, unseren Unterschlupf zu verstärken. Denn unsere Zelte waren jetzt so gut wie nutzlos. Die Gruppe hatte Jacob abgeschrieben. Er konnte das nicht überlebt haben. Ich hatte den Drang, noch einen Versuch zu unternehmen, um ihn zu retten. Also machte ich mich auf den Weg, als die Dunkelheit hereinbrach. Mit einigen Leuchtfackeln brach ich zur Küste auf und begann zum Stellarium zu klettern. Und dann sah ich ihn. Er starrte zu einem brennenden Himmel empor, zu einer himmlischen Laterne. Jacob kippte um und stieß einen schmerzerfüllten Schrei aus, der mich mit Angst und Mitleid erfüllte. Er schrie in Todesqualen, denn die Kälte hatte sein Fleisch zerfressen. Ich rief seinen Namen und er wandte sich zu mir um. Sein leerer Blick ließ mich wie angewurzelt stehen bleiben. Er sagte: »Sie müssen jetzt gehen, Herr Stern. Gehen Sie und kehren Sie nie wieder zurück.« Also ging ich. Naja, gut. Ich befürchte das Schlimmste. Ach so, wir können... Okay. Oh, die Idee war, glaube ich, nicht so geil. Okay. Na, meine... Leuchtfackeln haben noch gar nicht voll. Zerfrisst mich dann die Kälte oder? What is the plan? I don't check it. Ja, scheinbar, oder?
Okay. Musik wird intensiver. Da hinten ist irgendwas gewaltig. Okay. Wohin tut's uns auch gar nicht? Da ist jetzt der Jacob. Ja, das wird super. Ich wette, den müssen wir anzünden. Aber den müssen wir sowas von anzünden. Oh, mit Sicherheit. Sicher geht der auf uns los. Was wollen Sie? Ja. Hey, wir können darüber reden. Zünden nur den Penner. Anzünden, laufen. Ja, ein bisschen. Wo ist er jetzt? Ah! Ja, ja, wir müssen ja nachladen. Shit. Ah ja, ausweichen kann man auch, gell? Hehe. Ja, face! Da weiß ich, das interessiert uns irgendwie kein Stecker. Oh. Gerade wo ich es erwähnt habe. Na dann. Töte einen Feind mit Feuer. Schön. Da freue ich mich aber jetzt. Schaut das jetzt am Gesicht gerade? Also, aber das hat nicht gesund ausgeschaut. Also da haben wir jetzt einmal nichts weg, gell? Jetzt ist dieser. Okay. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir das praktisch als riesige Scheibe da. Wenn man schon im Mittelpunkt deines Seins leben muss, Jeremy, dann bring wenigstens alles in Ordnung. Ich schätze mal, dass wir die Linien verbinden müssen. Ja. Schaut doch schön aus. Na, ein bisschen. Nur uns. Ja. Und da tut die nicht. So, jetzt fahren sie wieder hoch. Ach, das ist auch noch. Scheiße. Ja, wo ist jetzt auch nicht? Ja, doch, jetzt. Scheiße. Oh, ich bin blind. Ja, freilich, spinnst du wegen oder was?
Oh mein Gott. Ja, es interessiert ihm keinen Stecker, wie so sagen darf da. Und Sicherheitsausweich. Die Schnelle beim Nachladen ist ja nicht, ne? Ist als ob. Glaube da nicht. Na? Ach so. Ja, klasse. Wie sind? Ah. Okay. Geh weg. Spät wegkommen. Du wirst immer hässlicher. Kannst du das mal lassen, du? Okay, einmal noch, aber jetzt hat er bestimmt noch Endphase. Jawohl, ins Gesicht. Das war laut. Oh, bist du hässlich. Nein, ins Grab. Bin gespannt, was der Detective jetzt sagt, was wir drin haben. Okay. Ich verstehe das nicht. Warum bist du hier? Ich habe alles getan, um den Pakt zu brechen. Was kann ich denn noch tun? Nein, es hat geklappt. Deswegen verfolgst du mich. Jetzt lebst du in meinem Kopf. Dann hoffe ich, dass es dir da gefällt. Oha. Emily, nicht! Keine Sorge, wir sind hier. Okay. Was zum Geier geht ab, Mann? Ja, Wahnsinn. Story 10 von 10, muss ich sagen. Also. Oh, du gehst weg. Verpiss dich. Scheißkind.
Sind Sie allein? Oder ist er auch da drin? Miss Hartwood ist wach! Hab gehört, Sie hätten beinahe das Foyer mit Ihrem Blut dekoriert. Gut, dass Sie noch an einem Stück sind. Halten Sie durch, ja? Das wird eine sehr aufregende Nacht. Gut, dass es Ihnen besser geht. Bei all dem Chaos hat Lotti Ihnen eine große Dosis Schlafmittel verpasst. Wusste nicht, ob Sie wieder aufwachen. Was ist passiert? Sie hatten einen Nervenzusammenbruch, wollten sich erschießen. Musste sie leider grob anpacken, um sie zu retten. Außerdem haben sie Jeremy ins Auge gestochen. Geht es ihm gut? Er ist etwas seltsam, aber alles andere ist wieder normal. Wirklich? Der Pakt ist gebrochen? Was auch immer sie getan haben, es hat gewirkt. Ich habe mal Lobotomie verpasst, oder was? What the fuck? Also Leute. Jeremy, geht's dir gut? Deine Verletzung tut mir so leid. Kannst du mir jemals vergeben? Emily, du hast mir gefehlt. Ich hoffe, du bleibst ein bisschen hier bei mir. Onkel, was ist los? Ist das eine Betäubung? Er wirkt so matt. Ich wünschte, es wäre so. Offenbar haben sie ihn lobotomisiert. Ziemlich beeindruckend angesichts ihrer Technik. Ja, vorhin auch ein Kaute. Sie opferten einen Teil seines Geistes, um den Rest zu retten. Als würde man Knieverletzungen durch Beinamputation heilen. Brutal, aber wirksam. Wie furchtbar. Vielleicht. Zumindest muss er nicht länger leiden. Erinnern Sie sich an den Schattenmann, Jeremy? Ah, ja. Wo ist er jetzt wohl? Hoffentlich geht es ihm gut. Sehen Sie? Mit nur einem Stich wurden alle weiteren Behandlungen überflüssig. Ich nehme an, Sie nehmen ihn nun mit zurück nach New Orleans. Werde ich. Ich suche nur noch Detective Carnby. Jetzt kommt's gleich Wien? Oder? Ja, okay. Sprich den Vertrag mit dem Schattenmann. Ja, herzlichen. Das kann man nur mal anschauen zum Ende jetzt schon an. Gut gemacht, Miss Hartwood. Sie haben Deseto wieder zu einem der langweiligsten Orte der Welt gemacht. Ah, danke. Ich habe gern geholfen. Mhm. Alter, was geht hier ab? Wo ist Gambo? Geil. Ich will Gambo haben. Gut, dass Sie noch bei uns sind, Miss. Sind Sie hungrig? Nein, danke. Mir ist immer noch etwas flau. Mir nicht. Oh, das ist, glaube ich, Gambo. Alter, ich würde sowas so gern mal essen. Ich hatte beinahe vergessen, dass das hier ist. Das ist das Herz des Setos, wissen Sie? Es ist beinahe an der Zeit, Sie zu rufen. Aha, sie zu, Alter. Wissen Sie, was hier passieren wird? Nur eine kleine Zeremonie, die wir jedes Jahr zum Johannisfest abhalten. Wir prosten dem alten Wunschbaum hier zu und bitten um ein besseres Jahr. Ja. Was machst du da? Ich finde das immer noch alles sass hier. Vorbereiten. Diesmal wird sie kommen. Da bin ich mir sicher. Sie, die schwarze Ziege oder was, hä? Sag's gleich. Da hängt nur ihr Bruder ab. Sagen wir da noch was? Sieht aus, als würde ein Sturm aufziehen. Im Radio hieß es, es könnte heftig werden. Überschwemmung und sowas. Juhe. Gut, dann warten wir mal auf den Detective, weil jetzt glaube ich haben wir alle.
Wissen alle, was zu tun ist? Ihr kennt den neuen Text. Mrs. Thompson, wir haben darüber geredet. Ich weiß nicht, ob alle einverstanden sind. Doc, ich bestehe drauf. Es ist wichtig. Wir warten schon so lange, Doktor. Nehmen wir einfach das alte Lied. Nicht jede Veränderung ist zum Guten. Was? Gut oder nicht? Wir müssen weitermachen. Nur Mut, Doc! Setzen wir alles! Aber wir wissen nicht, was geschehen wird. Es wird schon gut, Doktor. Nein, besser. Du bist eine kleine Psychopathin. Mist, Mats. Ewig sei Lob und reiche Fülle der schwarzen Ziege der Wälder. Höre uns, Mutter, und erweise uns Gnade. Erweise uns die Gnade. Ewig sei reiche Fülle der schwarzen Ziege der Wälder. Was machen Sie da? Das ist Wahnsinn! Das ist, was geschehen muss, Compare. Sie ist nur ein Kind! Oh nee! Die schwarze Ziege der Wälder mit den 1000 Jungen. Edward! Raus hier, Emily! Wir verschwinden! Nein! Es muss doch ein Opfer geben! Oh, der Baum ist wütend. Alter! Well, that escalated. Wow! Oh mein Gott! Jeremy, kommen Sie mit! Gut. Ich muss dieses What aufhalten. the Es wird fuck? alles und jeden in seinem Weg umbringen. Scheiße. Ja, genau so stelle ich mir übrigens vor, wenn so Pen and Paper ausgeht. Jetzt nur mal, ach du. Oh mein. Oh Gott. Ja, wenigstens sind die Leuchtfackeln voll. Also mal gleich nachladen, bitte. Naja, Schubnigrat kommt im Übrigen auch in unserem Pen and Paper vor. Soweit ich das nur im Kopf habe, weil das haben wir schon rausgefunden. Oh ja. Ist es ein Kultist oder beziehungsweise ein bisschen was Heiles, wo von den alten Göttern beschenkt worden ist. Und ja, jetzt bin ich mir 1000%ig sicher. Also, das hat eigentlich in Ägypten seinen Ursprung gehabt. Jetzt weiß ich bloß, wie der rauskommen soll. Ah, der Affe. Der rote Kantenmaler war diesem unterwegs. Kann der Affe springen? Mal da Oh, schau mal, da ist noch was. Ja. Mit der Patronenspur nachher, ich ahne Böses. Naja. Und ich ahne auch, was das dann vielleicht sein kann. Aber
Ja, zu viel spoilern möchte ich nicht. Nicht, dass er gerade dann doch einer von denen das dann anschaut. Weil wir haben 2 Gruppen. Und gerade da gucken sie es dann an. Ich zweifle es hart, aber es besteht eine Chance. Deswegen, ich spoilere jetzt nicht so viel. Weil die fangen erst im Januar an. Ich muss jetzt da oben springen, oder was ist der Plan? Ich kenne mich nicht aus, was der rote Kanten malen. Ah, danke. Roter Kantenmaler, Hetzel. Ja, aber bitte können wir, oder? Ja. Na. Nicht können wir. Da wo die Butze brennt. Nein, ich will den Eispickel behalten. Ich will den Eispickel. Oh Mann, na scheiße. Jetzt wird gute Waffen weg, du. Ja, wurscht. Oh, verdammte Axt. Oh mein Gott, das ist es, was ich dachte. Oh, nee. Oh. Oh. Oh mein Gott. Was soll jetzt sie da machen? Schießen wir jetzt mal ins Auge oder so? Keine Ahnung. Soll ich einfach wieder gehen oder so? So. Ein bisschen geburnt. Ah ja. So eine Klubschi weg. Schau hier. Nehmen wir das. Nein. Brav sein. Ah, scheiße, eine Dodge. Konsumieren. Fuck, das habe ich nicht gewusst. Ich hab gedacht, ja gut, ist so ähnlich. Ja okay, das Ding ist jetzt nicht das wahre, gell. Also wenn ich jetzt mal bloß einen Schuss hab, ist es nicht das Wahrste. Jetzt. Viel besser. Ja, wieder Glubschi gekriegt. Stresspusteln hat der noch. Oh mein Fuck. Ja. Ja, und jetzt? Nein, nicht so. Ja, freilich ist da jetzt kein Mond drin, Alter.
spinnst? Was war das jetzt? Kerzenhalter, Waffen wäre ganz toll. Volle Wurst. Ja, können wir dann in die Schwachstellen, kommt man da nicht dran. Also ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir das Spiel auf leicht spielen, weil ich hab Stress. Ich hab ein wenig arg Stress. Stirbst du jetzt bitte endlich? Emily, alles in Ordnung? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Was war das? Die ganze Gruppe war ein Kult für etwas, das sie die schwarze Ziege der Wälder nennen. Ich habe versucht, Informationen darüber zu sammeln. Erst als sie das über Monster gesagt haben, dachte ich, vielleicht wäre etwas Wahres an all dem Unsinn dran, den ich fand. Wo ist Jeremy? Onkel, geht's dir gut? Alles ist falsch gelaufen. So geht die Geschichte doch nicht. Ich sollte nicht leben. Sag das nicht. Du hast es geschafft. Freu dich doch. Ja? Hauptsache das Scheißkind Hey, überlebt, Kleiner, weißt? bei dir alles gut? Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber man kriegt nicht immer, was man will. Sagt's, die wollten sterben? Warum haben wir es nicht einfach immer an... Was das wirklich wert? Wahrscheinlich schon. Aber... Gut, ja. wollen wir zurück nach New Orleans? Komm mit, Jeremy. Gehen wir. Darf ich mit? Nimm sie mit. Und dann bring sie nach Hell's Kitchen. Wovon zum Geier redest du überhaupt? What the actual fuck? Ich habe Fragen. Schwarze Ziege, das klingt irgendwie so, als ob es doch nicht das war, was ich gemeint hätte, aber irgendwie von der Beschreibung her hätte das sein können, was ich gedacht hätte. Aber ja. Es könnte aber auch tatsächlich nicht sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne mich damit nicht aus.
Ja, geiles Spiel. Absolut geiles Spiel. Story tippitoppi. Ich dachte halt, es ist so ähnlich. Ja, mein Gott, haben sich viele dran bedient, aber das ist, glaube ich, tatsächlich im Lovecraft-Universum spielt es der Hammer. Ich hatte vorher mit dem Universum so gut wie gar nichts am Hut. Ich glaube, ich habe 3 Bücher davon gelesen und das war's. Und jetzt in letzter Zeit, da stellst du wieder mit und jetzt ist das Spiel auch noch in dem Universum angesiedelt. Also zumindest so, wie es ausschaut. Oder sie haben sich sehr kräftig dran bedient. Aber ja, krass. Saugeil. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Schauen wir uns noch den Abspann an. Ist auf alle Fälle ein tolles Ding. Und ich hab's endlich geschafft. Es ist so gruselig. Es ist ein sehr langer Abspann. Aber ich finde, die haben es verdient, dass man sich den ganzen fucking Abspann reinzieht. Die Leute müssen gewürdigt werden. Aber wisst ihr, was schön ist? Mein Puls geht endlich runter. Ich darf mit normalem Blutdruck ins Bett. Ist das nicht schön? Doom Jazz Recordings. Huh. Doom Jazz. Ah. So ist die Musikrichtung also. Ich dachte eher so Dark Jazz oder so. Aber Doom Jazz, haben wir wieder was gelernt. Ach ja, jetzt bin ich aber auch schon verbitte, ne?
darf es dann aber auch aufhören. Weil die Musik ist aus. Hm. Dumm, tschakka, dumm, 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 tschakka, dumm. Nee. Tja, das hätte aber auch nicht aufgehört. Wir ziehen das durch. Jetzt kennen wir schon die anderen Studios. Jetzt muss doch mal aufhören. Aber sie haben sich's verdient. Ja, aber das hat mir jetzt nur mal einen Rest gegeben. Also ich werde halt nicht mehr gut schlafen, glaube ich, aber ey. Ah, Mann. War gut gemacht. Also für mich persönlich langt sowas. Ich werde nie so richtig asoziale Horrorspiele spielen können. Ich habe zwar jetzt für, keine Ahnung, 1,50 uns abgestaubt, was schlimmer ist. Ich weiß aber echt nicht, ob wir das spielen können, weil mir geht der Arsch, das ist nicht mehr witzig. Und ja, da kann ich euch echt nicht. Da kann ich euch echt nichts versprechen. Wer getrunken? Ja. Ja. Leid, also wenigstens hätte die Geschichte die Musik nur da lassen können. Könnt ihr mal googeln, ob das wirklich. Moment. Alone in the Dark? Lovecraft. The original story was based on the writing of H.P. Lovecraft. Wunderbar. Du kannst jetzt mit allen freigeschalteten Waffen, tödlicheren Kämpfen und einigen neuen Überraschungen spielen, wenn du ein neues Spiel beginnst. Ich glaub nicht. Es war fucking awesome. Wir haben ein wenig arg viel länger braucht. Aber ja gut, weil ich ja ewig übereinander gesteuert bin. Wahnsinnig geil. Ja. Und mit diesem Fazit verabschiede ich mich. Ciao, ciao.